Ja, liebe Zierfuchsfreunde, liebe Harmonika-Freunde, heute haben wir ganz ein spezielles Video, Schülervideo 200, und das freut uns ganz besonders, dass ihr immer mit dabei seid. Wir haben heute einige Musikanten da, das werden wir euch auf alles noch vorstellen. Wir machen heute ein kleines Konzert, passend zum 200. Schülervideo. Und ja, schön, dass ihr aber mit dabei seid, dass ihr uns immer verfolgt, die Schüler, was so unsere braven Zierfuchsschüler, die so fleißig üben und dann immer wieder vorbeikommen. Ich hoffe natürlich, dass wir in Zukunft noch ganz viele weitere da haben. Wir starten jetzt mit einem Lied. Das ist für ihn, fürs Zuschauen, das heißt, ich lieb dich. 1, 2, 1. Boah, ich lieb dich. Ja, Freunde, wir haben heute eine ganz schöne Band da und die darf ich vielleicht ganz kurz am Anfang mal vorstellen. Also die 3 Zierfüchse mit dabei heute bei dem Schülervideo. Josef Klarineten, der Matthias, der Bruder, am Kontrabass heute. Und wir haben da 2 Stefan, die sind 2 Zierfuchsschüler. Stefan, gell? Ja. Ich glaube, wir müssen dann noch ein bisschen mehr erzählen. Wir haben da an der Gitarre einen Herbert. Genau. Für die Begleitung, das brauchen wir auch. Und am Bassflügel einen Harry. Genau. Und ich hoffe, dass ihr schon ein bisschen beim Tanzen seid daheim. Also das könnt ihr jetzt gerne als Frühschoppen oder wie auch immer nützen und daheim ein bisschen mitsingen, mittanzen, mitspielen, wer Lust hat. Wir werden jetzt dann ein bisschen was erzählen von die 2, wie es dann aber üben geht und wie lange schon spielen. Aber davor machen wir jetzt einen kleinen Bayerischen drauf. Auseinander und wieder zusammen. Wir haben da ein Stückchen, das heißt der Bayerisch tanzen wir, gell? 1 und 2.
Ari stand's mir. Stefan, jetzt will ich mal kurz fragen. Wann habt ihr es gestartet? Also ich vor fast 5 Jahren jetzt bei euch wieder. Ich habe aber als kleiner Bub schon angefangen mit 6 Akkordeon gelernt, klassisch, Okay. bis 12. Und mein Das ist- Vater hat schon immer Steirische gespielt. Und darum habe ich dann, Das ist immer ein Vorteil von der Fingerfertigkeit, wenn man mal Akkordeon gespielt hat, gell? Ja, genau. Tut man sich ein bisschen leichter. Ja. Aber cool. Und das Steirische, Stefan, bei dir? Ich bin bei euch jetzt seit 3 Jahren mit dabei. Habe aber auch eben zur Kommunion damals, mit 9 habe ich Zirkel gehabt, habe am Anfang mit Griffschrift angefangen. Hm. Und das, was mich wahnsinnig genervt hat, war immer, dass ich nie was auswendig spielen habe können. Und habe dann irgendwann mal ein bisschen eine Pause gehabt und als ich den Stefan kennengelernt habe, hat er gesagt, du, probier das mal mit dem Zierfuchs aus. Und seitdem funktioniert das tadellos mit dem Auswendigspielen. Stefan, wo seid ihr denn jetzt? Kurz mal. also wir sind aus dem Dachauer Hinterland in der Nähe von München. Also Adolzhausen kennt man wahrscheinlich nicht und du aus Kierbach. Aber was da in der Nähe ist, ist Schrobenhausen. Kennt Spargelgegend, man vielleicht die Spargelgegend oder ja, eben Dachau kennt man. Und da sind auch wahrscheinlich. eure 2 Kollegen, der Herbert auch in der Gegend. Komm ein Stückchen weiter, komm von Regensburg. Okay. Wie weit hast du die 2 für die Proben? Ja, 1,5 Stunden. Okay. Ah, wir proben jetzt. Ah, nee, die Probst nicht, okay. Unser Motto lautet, ja, ohne Proben, Oben ganz nach oben. Und Harry, du? Ich bin von Münster. Das ist ja da hohe Hinterland. Nicht so weit Okay. weg war das Haus nicht. Okay. Ja, das ist gut. Die 2 dann, die Stefan dann auch Singer. Genau, das ist auch nochmal eine Herausforderung, gell? Schon länger oder habt ihr es seit Also erst eigentlich, seit wir so zusammenspielen. Ja, Man genau. hockt sich oft nicht allein daheim hin und singt. Mhm. Aber seit wir das machen, übt man das auch und wird immer besser. Und das ist schön singen, oder? Das ist schön, ja. Absolut. Das ist das Herz, Es gell? braucht so ein bisschen das Gewohnheit zum Nebenbei zu spielen, aber Ja. wenn man das einmal so ein bisschen raus hat, dann Ich glaube, das können wir alle Schüler empfehlen. Oft, man sagt, man kann nicht singen, aber ich glaube, man kann es echt trainieren, gell? Am Anfang stimmt man vielleicht nicht ganz gut, aber immer wieder machen und dann und da hat man Stütze, das ist das Instrument oder beim Singen. Stützt haben wir immer mit dem mit den dem Ton, Tönen, genau, mit ja. dem Ton. Genau. Wir machen da ein Lied, das ist ein schöner Walzer. Gern zum Mitsingen. Da singen die 2 sehr schön. Das ist beim Wirt. Zur grünen Linde. 1, 2, 3, 1. Beim Wirt zur grünen Linde ist jeder Tag ein Fest, weil jeder, der dorthin kommt, die Sorgen fallen lässt. Sie hat schon viel gesehen, denn mehr als 100 Jahre sah sie zur grünen Linde ist jeder da so gern. Drum kommen jeder Abend die Leute von nah und fern. Sie singen und sie lachen, hier ist die Welt noch schön. Und niemand will als Erster mit nach Hause gehen. Zur grünen Linde ist jeder
Ja, was halt ganz besonders ist, wir haben halt ein Traumwetter. Ich glaube, da müssen wir mal danken. Ein Glück halt, gell? Wir haben halt den Termin schon längere Zeit ausgemacht. Und also danke eigentlich, dass ihr mal gekommen seid, gell? Heute. Danke, das ist ein dass Traum. wir kommen haben dürfen. Und das Wetter, glaube ich, wir sind da im Freien draußen. Es ist ja schon, wir haben ja doch schon ein bisschen eine kältere Jahreszeit, aber es ist fein, gell? Wie gehen die Finger? Jetzt Geht wird's schon, gut, geht jetzt schon. wird langsam. Werden wir warm. Langsam jetzt warm. Josef mit der Klarinetten. Ja, gut. Schaut gut aus. Es war jetzt ein gemütliches Walzerl. Wir haben ja einige Sticker heute am Programm. Was haben wir noch am Programm jetzt als nächstes? Der Mond, oder? Ja, der Mond. Genau. Eine ganz schöne Polka. Ich und der Mond. Es ist ja, sind zwar Schüler von uns, aber mittlerweile auch schon eine Freundschaft. Gell? Also immer wieder, dass man sich irgendwo trifft. Ab und zu bei den Seminaren, wer der eine oder andere, was beim Zierfuchs-Seminar schon mal war, hat vielleicht die zwei schon mal getroffen. Genau, also seid ab und zu mit dabei, gell? Ja. Jawohl. Ist auch immer schön und wenn es ja eine Gelegenheit ergibt, gell? Genau. Und das macht Auftritte, habt ihr ab und zu an, oder? Ja. Also wir spielen so bald in die Wirtshäuser und Biergärten bei uns in der Region. Oder mal am 1. Mai oder so. So 2, 3 im Monat ungefähr. Ah ja. Mehr machen wir nicht. Nur so ein Vielleicht- bisschen. Gibt es da einen Namen für euch auch schon? Ja, das ist Kimmerl-Musik. Kimmerl-Musik. Kimmerl-Musik, Gibt es da ja. Homepage? Homepage hat Instagram. Insta Instagram. könnt ihr auch mal schauen und verfolgen. Und wer in dem Umkreis, ihr wisst ja, wo es wohnen, wer da mal eine Feierlichkeit hat, vielleicht das Zeit haben, ja. Jederzeit gerne. Ja. Gerne. Kimmerl-Musik. Dann machen wir jetzt die flotte Polka Ich und der Mond. Passt ja. Die Sonne und der Mond und ich und der Mond. Und zwei. Ganz schön flott, die zwei. Sehr, sehr gut, ja. Musikalisch. Aber mancher fragt sich vielleicht, was könnt ihr jetzt noch lernen? Lernt ihr es noch online, findet ihr es noch was? Immer wieder, oder? Da ist reichlich Material da. Ja. Was vielleicht kurz, warum Zierfuchs? Warum, es gibt ja viele Möglichkeiten auch zum Lernen, was gefällt euch da besonders dran? Also zum einen seid ihr sicherlich ihr.
Nein, zum anderen, der Aufbau von der Seiten ist einfach genial, oder? Auch mit den Abstufungen von den Geschwindigkeiten, die unterschiedlichen Abstände, wo man sich setzen kann, zum immer wieder trainieren, wiederholen. Das bietet einfach alles, was man braucht, zum eben Fingerfertigkeit trainieren, Gehör trainieren, das Nachspulen, das freie Musizieren, wenn man sieht, was das Publikum macht, wenn man spielt. Das ist einfach, kann man gar nicht vergleichen, wie wenn man jetzt irgendwo in einer Notenplatte reinschaut, oder? Das merkt man, ist jetzt einfach mit Herz dabei. Und ich finde, das ist das Schöne, wenn man frei spielt. Gell? Das ist einfach, wir haben ja alle hier keine Noten und jeder spielt frei und jeder lost ein bisschen auf den anderen und das ist genial, finde ich. Ja, auch wenn man dann später mal ins Begleiten oder so ein bisschen probiert, oder das hilft wahnsinnig viel. genau, man merkt, dass du auch einiges begleiten schon und kommen nach zu zweit dann super trainieren, aber auch mit den Videos daheim. Gell? Geht perfekt mit diesen Videos, das Begleitüben. Und immer noch einige Stücke drauf, Ziele, oder? Zum Lernen? Ja. Genug. Wir haben immer die Diskussion, Zum was Lernen, machen wir denn jetzt da als ist- nächstes? Weil das ist immer alles voll, oder was wir alles lernen möchten, aber wir kommen gar nicht hinterher. Ihr macht das jetzt mit den kleinen Punkten, der Sterne, wie das ist? Also die roten sind die wo man, also ich mache es so, die wo ich mir vornehme zum Lernen, die soll ich immer aussortieren schon, wenn wieder neue Sachen kommt, da ist gleich wieder rot markieren. Und die Sternl sind die, wo ich aktiv dran bin, und die Kleinen sind die, wo ich kann. Ja, okay. Da hat so jeder seinen Ablauf, genau. seinen Plan und na, cool, gell? Und ja, wir sind immer fleißig beim Produzieren. Ja, halt mit Genau. dass die Stickerl nicht ausgehen. Und es gibt ja so verschiedene Sachen. Wir haben jetzt gehabt ein paar Polka-Walzer. Und apropos die Stickerl natürlich, was wir spielen, gibt es nachher auch alle als Lernvideo zum Nachlernen dann, wem da was gefällt. Und der das nicht im Programm hat. Wir machen jetzt einen Marsch, das ist so. Ein Marsch, ein Tiroler Marsch, Tirol 1809.
ja, Land Tirol, dir bleibe ich treu. Jetzt habt ihr ja eine recht lange Anreise gehabt, gell? Und jetzt habt ihr eine Fahrerin mit gehabt, gell? Und ich würde sagen, wir haben ziemlich, ja, wollen wir mal sagen Halbzeit oder wir sagen, jetzt kommen dann ein paar Zugaben. Ich würde sagen, wir sind ein bisschen durstig, oder? Ja, Ja, auf alle Fälle. Oder? Wie schaut es denn aus? jetzt wird es langsam warm. Oder ein Musikant, der nicht säuft, ist wie ein Motor, der nicht läuft. Ja. Oder? Okay. Nein, wir haben wir haben, ich glaube, ein Schnapsel ist unterwegs. Glaube ich, für die Stimme ist das gut, oder? Und braucht Öl, ja, zum Ölen. Ja. Die Finger und da ich sagen, auf das Schülervideo 200, das freut uns besonders, dass wir so viel schon geschafft haben, so viele Schüler schon gekommen sind. Und da haben wir die Kerstin, gell? Die werdet ihr jetzt gleich sehen. Kerstin, vielen Dank. Gell? Teilst du die Schnapssammlung aus? Yes. Dankeschön. Das könnt ihr inzwischen gerne auch was zum Anstoßen richten da haben, Danke. wenn es mit den Zuschauern schmeckt. Auf die. Ja, danke. Dankeschön. Wir werden natürlich singen wir ein kleines Trinklied. Ein Prost mit harmonischem Klange. Mit harmonischem Klange. Ein Prost mit harmonischem Klange. Ein Prost mit harmonischem Klange. Stoße an, trinke aus. Ja, Prost! Prost, Gott sei Dank. Danke. Zum Wohl, gell? Zum Wohle. Herbert, Ari, Zum Wohle. ist, glaube ich, schön an der Musik. Musik verbindet. Wir haben so viele Schüler, die schon erzählen, dass sie Freundschaften gebildet haben, dass man sie trifft, dass man einfach, das ist schon was Schönes, gell? Super. Was ich da aber auch durch die Flörlhof, wo sie ganz Jahr mittlerweile Harmonikaspieler zu Gast sind und sie dann neue Leute kennenlernen und sie immer wieder treffen. Und also ich glaube, Musik ein schönes Hobby, ja. Jetzt trinken wir mal. Gut. Ich glaube, ihr seid noch mit dabei, oder? Die Zuschauer. Dann empfiehlt es, glaube ich. Das Ding ist schon 4. Ja? Wir haben ein Rumbatum, genau. Ich habe es vielleicht schon entdeckt. Die Nachbarn, die Zirchfuchs-Nachbarn, sind ja eigentlich auch musikbegeistert, sie hören es gerne. Der eine oder andere kommt mir auf den Balkon und ja, denen gefällt es, glaube ich. Wollt ihr eine Zugabe oder ein paar Zugaben? Dann starten wir eine kleine Runde, oder? Gern. Josef? Dann haben wir jetzt einen Augenstern vom Herbert Bixler.
Ja, der Augenstern. Die Fans. Herbert Bixner, Stefan. Wie viel übt ihr? Übt ihr jeden Tag oder 2-3 Mal die Woche? Wie ist es bei Ihnen so zeitlich? Also man versucht es jeden Tag, aber manchmal geht es ja vielleicht von der Arbeit nicht oder man hat einmal keinen Mumm mehr, aber ich würde jetzt sagen, so 3-4 Mal in der Woche auf alle Fälle. Nimmst du das dann auch gleich mal eine halbe Stunde? Ja, genau. Ja. Wenn du dabei bist, oder? Ja, genau. Aber oft ist es ja schon einfach nur, wenn man jetzt auch nicht mehr Lust hat an dem Tag zum Üben oder weil der Kopf voll ist oder so, aber zumindest so eine Viertelstunde dann einfach ein bisschen durchspulen, das ist ja oft auch schon, wo man dann selber runterkommt und dann... Ist für dich auch ein Ausgleich zur Arbeit, Absolut, oder? ja. Was machst du beruflich? Wir machen Schulversorgung, also Essen für Kinder an Schulen. Genau. Und da ist ja das normale Arbeitszeit und abends, wenn du Genau. heimkommst, Ja. steirische nimmer. Und dann runterfahren und dann ist die Welt Hast in du Ordnung. Kinder, Familie? Na, Kinder noch keine. Kinder noch nicht, okay. Okay, und nachher ein schöner Ausgleich. Ja. Man hat dann noch einiges Zeit, gell? Genau. Und bei dir, na Stefan? Ich schaue auch, dass ich eine Stunde am Tag zusammenbringe. Also bringe es auch nicht jeden Tag zusammen. Ich arbeite in einem Tiernahrungsunternehmen. Und bin da recht eingespannt. Aber für mich ist, also ich gehe heim, bevor ich überhaupt zum Lauf gehe. Ich habe mein Musikzimmer im Keller und wir haben einen Hauseingang im Keller. Gehe erst in den Keller rein, spiele eine halbe Stunde Musik und dann gehe ich auf zur Familie. Weil dann bin ich ruhig, oder? Und so ein bisschen runtergefahren. Aber ich so 7 bis 8 Stunden in der Woche bringe ich zusammen. Und Das am ist schon- Wochenende meistens dann so Sonntagvormittag ist so meine Zeit 3 Stunden, weil in der Früh geht es einfach gut oder wenn der Kopf noch heiß und frisch ist. Okay, also man muss schon sagen, man muss natürlich auch was machen, das klappt. Jeder in seinem Level natürlich, aber ich glaube, wenn man fleißig ist, dann kann man schnell was umsetzen. Gell? Ja. Schnell, wenn es auch einfache Lieder sind, aber es klingt einfach gleich gut, man hat einen Bass dabei, die Melodie, mit dem Singer. Und ich finde halt, also das ist auch was seitdem, dass ich jetzt über euch lerne, man kommt halt wahnsinnig schnell in den Status, dass ich sage, so jetzt brauche ich schon das Video gar nicht mehr, sondern jetzt geht's einfach nur noch ums Durchspulen, dass das Lied flüssig wird. Aber oft brauche ich, sage ich mal, wenn ich jetzt ein Lied lerne, dann brauche ich 3 Stunden, wo ich mich reinfuchsen muss, wo ich die Griffe brauche und ab dann übe ich das Lied, dass es flüssig wird, dass man so halt spulen kann, gescheit. Also Dass die ich finde, man Passagen kommt ganz schnell zum Erfolg mit den Videos. Aber das sind schon die schweren Stücke mit 3 Das sind so die Stunden, oder? schweren, genau, ja. Nein, ich denke, man wollte eine schwere Passage sind. Genau. Wenn du ein einfaches Lied hast, das hast du dann teilweise schnell. Viel schneller. Ja. Eine Stunde und dann hast du das Ich meine, also da können wir vielleicht alle, die was anfangen und nach 3 Monaten sagen, es ist schon das Gehör und oder? Ja. Es wird besser. Absolut. Ja. Das trainiert man auch voll. Also das ist irgendwann, ja, Es ist halt einfach das Gehör, das am Anfang kann man sich die Melodie nicht merken, wie geht's nochmal. Und das ist echt, wenn man das ein paar Jahre macht, einmal, man hört sich das an, man hat halt die Melodie schon drin und es ist schon echt eine coole Sache. Wir haben so doch jetzt, sage ich mal, 7-8 Jahre die Online-Schule, was wirklich sehr, sehr beliebt ist. Also da danke an alle Schüler, die mit dabei sind, was sie schätzen. Ich glaube, unser Familienbetrieb ist, glaube ich, ein großer Wert, Ja. dass Das wir alle ist es drei so, mit ja. dabei sind. Matthias mit der ganzen Programmierung, mit allem. Josef und ich machen die Videos. Ist, glaube ich, auch ein Vorteil, dass halt auch die Videos alle gleich aufgebaut sind. Da schauen wir immer, dass wir halt einfach die gleichen Fingersätze alles verwenden, weil man nicht zum Nachlernen fein, ja. Ja. Auch zum Weiterentwickeln. Und es ist ja dann irgendwann mal so, dass man ein viel Stückel nachspulen kann, ohne dass man, wenn man das Lied gar nicht kennt, oder? Und das Ja. kommt, wenn man so die Routine hat in den Griffe und nur durch das lernt man das auch, oder? Zum irgendwo weiter zuspulen. Ja, weil du hast halt schön begleitet. Ja. Also ich meine, ein Pixner Herbert Sticker begleiten ist schon nicht mehr ganz einfach. Also da muss man sich gut reinhören mit den Moll und aber gut, echt, also cool. Aber natürlich sind wahrscheinlich der eine oder andere Fehler mal drin, gell? Logisch. Aber ich glaube, das hört man vielleicht so nicht so, weil
wenn so viel spielen, dann gleicht jeder das ein bisschen aus. Spielen wir aber Das stimmt, ey, ja. was jetzt klappt, dass wir live spielen. Es ist ja so, die Schülervideos sind immer live, ja. Also es gibt ja keinen Schnitt und das wird halt durchgezogen. Und das ist ja das Schöne, was immer alle schätzen. Beim letzten Schülervideo haben wir eine ganze Familie da gehabt, das war auch sehr, sehr beliebt. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut sich das gerne mal an. Eine ganze Familie, alle musiziert. Das ist auch immer schön. Und ich würde sagen, wir machen das nächste Stickerl, das ist ein Polka. Auf zum Terrassenfest, gell? Weil wir sind ja da. Da haben wir jetzt eine schöne Bühne, oder? Ja, genau. Perfekt, oder? Passt. Okay. Und zwei, und. Also cooles Stickerl. Sehr. Auf zum Terrassenfest. Wow, da fehlen mir jetzt fast die Worte, ja. Schülervideo 200 haben wir heute. Und natürlich hoffen wir, dass noch viel weitere kommen. Gell? Also, alle, was bei uns fleißig lernen, gerne mal dann Urlaub machen, Flörlhof, einmal Seminar, einen Ausflug zum Zirchfuchs. Das verbinden wir. Und das Schülervideo, dass wir das dann irgendwann aus 300er haben. Gell? Das war natürlich voll nett, hat uns gefreut, wenn es dann natürlich so weitergeht. Ja, wir haben im Programm, oder Josef, liegt dir was am Herzen? Ich bin zufrieden. Die Musik, gell? Ja, Das ist die. Musik, Sonne. Und der Klang und Ja. wir haben ein Stickerl, da bin ich richtig mit einem Marsch. Richtig. Bin ich richtig, ich habe mir das halbwegs gut gemerkt. Stefan hat mir gestern, das war noch lustig, haben wir gestern das Programm geschickt mit der Auswahl 10, 15 Stickerl. Also so, das ist cool. Ja. Die spielen wir halbwegs so und haben wir jetzt vor einer Stunde haben wir nicht kurz ausgemacht, was machen wir, wie spielen wir. Und das ist schön. Gell? Ja. Dass wir zusammenlosen und Einfach Zusammen loslegen spielen. können. Also, Freunde, Hand aufs Herz, dem Land Tirol die Treue. Auf Jo, das Stickerl, ja. einer von da. Harry.
Mal geschlagen, von mir gerissen, oder Südtirol. Tirol mit den Grüßerlutz von Ferne, in roter Gott zum letzten Lebewohl. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Ja, danke fürs Mitsingen. Dem Land Tirol die Treue. Habt ihr ein paar Marsche im Programm? Ja, oft ist es so bei unseren Schülern, Polka-Walz ist immer das meiste, den einen oder anderen Bayerischen mit dem Mährischen. Es ist ja auch schwierig, gell, weil leichte Märsche. Ja. Da müssen wir sind schon auf der Suche nach leichte Märsche, gell. Aber es ist immer nicht so einfach, gell. Ja. Sie haben halt oft 3 Teile meistens, gell, und gleich mit die Blasmusik halt, das sind auch oft nicht so einfach und so die Märsche halt, die fuchsen schon dem, gell. Ja. Aber es habt ein paar im Programm schon. Aber es geht schon. Ja, es geht schon. Und vor allem, wenn man im zweiten Teil natürlich einen Harry hat. Ja. Aber ich würde sagen, Applaus fürs Passalo. Das ist oft, das vergisst man oft ein bisschen, gell, die Begleitung. Ja. Und es fühlt sich schon gut an da vorne, oder? Absolut. Also ich finde es super. Wenn es da hinten im Hintergrund ein Kontrabass, die Gitarre, Herbert, das ist ein Traum. Das ist eine Wand. Oder? Das ist eine Wand da hinten. Ist einfach da, du kriegst da nicht aus dann. Ja. Also Kann man überhaupt nicht dieses, voll springen, gell? Passt. also da werden wir oft noch überlegen, dass man natürlich, wir haben ganz viele Harmonikaspieler, aber das vielleicht auch der andere mit Gitarre. Und es ist einfach schön, wenn man sich regelmäßig trifft, wenn man zusammen spielt, weil man merkt das auch, mit jedem Auftritt werden wir sicherer, das sieht man bei euch zwar, es spielt schon da oft vor Leid und dann ist es mir unsicher, wie oft der Teil, wann kommt der, und ich glaube, das ist einfach, man so viel üben, oft machen, und wenn man da ein Bariton dabei hat oder Gitarre, dann macht es mehr Spaß, man sitzt zusammen, oder? Ja, genau. Also es spielt zu so privat auch daheim, nicht gleich öffentlich, oder? Finde ich. Ja. Gaudi. Für uns auch. Ja. Also wir treffen uns einmal in der Woche zum Proben Ah ja, und das machen wir so für uns. mit die zwei. Er ist ein bisschen weit weg. aber der Harald und wir drei Ja, regelmäßig schön, und Herbert ab und zu, wenn wir uns so mal auf einem Festival sehen. Das schon oft zusammenspielt. Wir haben uns Ja. auch kennengelernt durch ein Zierfuchsseminar. Okay, ist auch cool. Ja, Waren wir in Oberhappach und da haben wir uns kennengelernt. Voll schön. eine lange Nacht, gell? Ja, eine lange Nacht. Der Morgen graut. Ja, die Details, die verraten wir jetzt im Video nicht. Das wird dann einmal bei den Seminaren dann einmal, ist immer schön, gell? Ja. War super, ja. Also sind sehr, sehr beliebt. Ja, seid ihr noch nicht da oder was? Immer noch, wollt's noch Zugabe? Wollt's die zwei noch mal singen hören oder so? Die Stefan, wie ist mit der Stimme oder? Geht noch. Wir hätten es da schon ein bisschen Wasser. Wasser. Hängen. Wir machen eine Polka, wenn ich den Text einfällt, gell? Oh Katharina. Für Katharina. Ich bin jung und mal frech, habe den Grund auf mich von der Welt, hab nichts gesehen. Und sie hoch und so hoch, so die große Welt hinaus in der meiner Glorie. Ich bin frei und bereit und für Spaß hab ich Zeit und Verfügung, ein
die Stimmung ist gut. Ja. Es macht echt einen Spaß. Es ist der Sound, das ist super zum Spielen. Und wir kommen schon langsam, liebe Freunde, schon dem Ende zu. Irgendwann ist wieder Schluss mit dem Konzert und irgendwann gehen es auch, wenn es das Stickerl ausgeninkt war, ich weiß nicht, ging jetzt schon ein bisschen, gell? Ein bisschen gegangen. Ja. Aber ich glaube jetzt, ja, irgendwann ist dann auch, müssen wir in Stärken wieder und was trinken und, okay, oder? Ja, so schaut's aus. Und irgendwann ist Schiller wieder nah, irgendwann hat es auch die Länge erreicht. Genau. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank die ganzen Schüler, was immer ins Verfolgen Zirchfuchs immer mit dabei sind, was wir uns fleißig lernen. Macht so weiter und auch Ihnen ganz viel Freude weiterhin, Herbert, Harry, das musikalisch, dass wir so weiterhin oft treffen und dass es noch viele Gelegenheiten ergeben. Gell? Wir drei werden so weitermachen, solange es alles so gut bleibt. Gell? Und da gehen die Stickerl nicht aus. Genau. Und ja, ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Gell? Schnapsal haben wir auch gekriegt. Die Kerstin mag ja dann irgendwann wieder heimfahren, was die Fahrerin. Also von dem her müssen wir jetzt schon oft dann das Ende machen. Aber wenn es noch eine Zugabe, machen wir noch eine Zugabe an Marsch noch. Und ja, weil das ist mein Heimatlandmarsch. Oder Katrin Borische. Katrin Boris. Ah ja, Am Borischen wollten wir noch am machen. Borischen wollten wir noch. Ich hätte jetzt einen weggeschnappt, ja. Ja, machen wir. Ja, vielleicht machen wir noch zwei. Jetzt machen wir einen Katrin-Borischen, okay? Katrin.
Ja, cooler. Der Bayerische noch. Barisch ist immer gut. Eigentlich hast du immer nach jedem zweiten Stück Barisch, oder? Vor allem wenn tanzt wird, ja. Genau, ja. Ja, aber jetzt darf der Marsch nicht unterschlagen, gell? Den haben wir schon angekündigt, der Marsch. Wolltest du jetzt zwar noch ein Schlusswort sagen? Ja, eben, alle weiter fleißig üben, das macht so viel Spaß. Ja, motiviert ist man auch. Und wenn ich sag's nochmal, das ist so ein bisschen ihr, wo das so ein bisschen auch vorantreibt, oder? Macht's das super. Und ja, einfach alle viel Spaß, oder? Ja. Das ist das Wichtigste, Freude an der Musik. Dann geht alles andere fast von allein. Unsere Zuschauer, danke fürs, Vielen Dank, ja, fürs Zuhören. dass ihr mit dabei wart. Cool, ja. Dann darf ich sagen, an mein Heimatland, oder? Machen wir noch einen Marsch. Und du? Haben wir einen Harry wieder am Boss. Am Boss Flügelhorn. Genau. Harry, super. Harry. Danke, danke. Alles Gute. Für dich, gell? Servus. Servus, Danke. bitte, ciao. Sauber. Ja. Cool. Herbert. Servus. Harry.